Wir sind jetzt hier in Hampi, da bin ich zum zweiten Mal da, weil es mir so gut gefällt. Wegen der Landschaft. Die Steine haben wir total angetan und dass ich sehr gut unbehelligt allein herumlaufen kann. Das mache ich auch ausgiebig. Ich bin eigentlich ein Abenteurer, wenn man mich bezeichnen würde. Ich war jetzt schon 40 Mal in Indien. Ich hoffe, es gibt noch mehr. Und, also ich habe eigentlich die beiden Kulturen immer sehr gerne gehabt. Die islamische, wo ich eigentlich gleich oft war, und die indische. Die indische habe ich gerne wegen dem Chaos, wegen der Vielfalt, wegen also, dass nichts stimmt, was man meint, stimmt und. Und die andere Kultur hatte ich eben gerne mit der Ordnung, nur eins und die Reduzierung. Also sind die zwei Gegensätze und darum habe ich die zwei ausgelesen. Gerade das habe ich gerne. Mir gibt eigentlich die Kargheit oder auch die, was andere als mühseliges Reisen empfinden, gibt mir Power. Also je schlimmer, je besser eigentlich. Ja, echt. Heute muss ich sagen, reise ich lieber. Also es ist, dafür ist es natürlich nicht mehr das Indien, was es war. There's a temple called Sangama. You must be so. But Hampi is also possible. Ja, ich muss sehr viel allein sein. Ich muss können auf die Sekunde entscheiden. Plötzlich gehe ich ganz neu anders hin. Ich gehe auch heute, wo ich so viel Mal schon in Indien war, ohne Plan. Ich lande mal und dann schmecke ich die Luft, die Nase, wo zieht es mich, und das ist es. Ich habe dermaßen viel erlebt, ich könnte hier nicht auslesen. Es ist absolut extrem, was ich alles erlebt habe. Also ich wüsste jetzt im Moment habe ich keine Inspiration, etwas auszulesen.